die Botschaft von der, die heißt Jesus sein Charakter. Jesus' Charakter. Wie wel alle Dollar so war ist Jesus. Und wie was und wie nehmen tun, wie würde sagen, über das letzte Jahr, selber Dollar so geworden ist Jesus. Und wenn dort ist, dann werden wir noch mal ein bisschen checken nach seinem Charakter. Und was von der Weg hat wir was und was von der Charakter hat Jesus. Und wir checken in Jesaja 9, Jesaja 9, Vers 5. Und die Kinder haben dort durch die Zeit versucht zu lernen, wo die Bücher sind. Und für jeden Ältere auch. Und je nicht weiter, das ist ungefähr eine Mad von der Bibel. Jesaja 9. Und wenn ihr nicht eine Bibel mit habt, in der Bulletin ist auch der Vers bin. Jesaja 9, Vers 5. Und auf Englisch ist es Vers 6. Und Jesaja, der hat sehr viel geprophezeit über Jesus sein Leben, über seine Geburt, über sein Leben, über sein Sturz, über sein Tod und auch über das Abstand. So, er hat viel geprophezeit und von der werden wir checken, was er sagt, von wer Jesus was genannt war. Weil wir beten, dass Gott uns was merkt. Vor dem Himmel, wie kommen wir die und wir danken dir, Jesus, dass wir dein Wort haben und wir freuen uns, Jesus, dass du was uns hört und uns hier danken und unsere Ehe merken, dass wir können dein Wort von der Samaris verstehen. In Jesu Namen. Amen. Jesaja 9, Vers 5. Weil uns als ein Kind geboren, wir haben ein Sehen gekriegt. Aber hier hört sich das noch ganz normal, das ist ein Announcement von der Tag über E-Mail, wenn ein Lied ein Baby hat. Aber von da wieder, dann ist es auch nicht mehr so gewöhnlich. Und er hat das Reich zu regieren. Er wird der wunderbare Ratgeber, der Macher Gott, der ewige Führer, der Friedensprinz genannt war. Und so wie wir von der nur die 4 Charakters checken von Jesus, der Charakter von ihm. Wunderbarer Ratgeber, der Macher Gott, der ewige Führer und der Friedensprinz. So war das simpel, bis die Points durchgehen. Das erste ist, er ist der wunderbare Ratgeber, Wonderful Counselor. Ich weiß nicht, wo ihr das jetzt, aber wir gehen noch mal nach Menschen wie Frauen nach Rot, right? Und nicht einmal erst der Rot sei gut, wenn wir nach Menschen gehen. Wir sind vielleicht auch eng mit so Dingen, dann gehen wir nach Menschen und wie Frauen nach Rot. Und nicht alle sind so gut zum Rot geben. Wir gehen vielleicht nach somebody und eine Frau nach Rot und die sagt, das ist alles mal und das wäre die Beste. In so einer Lehre bist du. Und hier bist du mal ab und zu denken, er verjährt davon, stop whining. Und das ist nicht ein guter Ratgeber. Jesus ist ein guter Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Und ich sehe nicht hier in Counseling. Ich glaube, dass Gott hat sehr viele Menschen eine Gabe gegeben, dass wir können gehen und Counseling kriegen. Und ich bin dankbar für die Counsel, was ich habe in meinem Leben. Dass ich kann gehen nach Menschen, ich kann nicht nur Rot fragen, ich kriege guter Rot. Und manchmal ist es vielleicht Rot, was der guter Rot ist, was ich vielleicht nicht will für uns annehmen. Aber ich bin dankbar für den Rot, ich bin dankbar für die gute Counsel, was da ist. Und so ich sehe da nicht durch jeden, aber Jesus, der ist der gute Ratgeber. Und es ist nicht vielmal so, dass wir gehen nach Jesus für Rot, wenn wir schon eng sind, oder even nach uns Nächsten. Wir haben so lange versucht, dass wir können gehen und wir gehen, bis wir fast sind. Und dann sagen wir nicht mehr, einfach das Rot haben. Wir sind noch mal in Marriages oder an verschiedenen Dingen, wo wir über dem Mess, was hineingehen ist, dann dann gehen wir über dem noch Counsel. Und ich dachte dann wird über Jesus sein Counsel, Jesus sein Rot, der ist nicht bis gut genug, um uns in der Trouble zurückzuhalten, aber Jesus sein Rot, der ist gut genug, damit wir genug, dass wir können angehen, eine Rotfrau, färben in die Decision merken, färben in der Trouble kommen, right? Und so ich glaube, wir sollen mal dann erst gehen, Jesus eine Rotfrau, und wenn unsere nächste Frau, was lässt du, soll ich das tun oder nicht, färben uns in der Trouble nennen, ja. Und so, because sein Rot ist immer gut. Und der ist perfekt. Der ist perfekt, der Rot. Perfect Counsel, der ist das rechte Wort, auf der rechten Steht, zu der rechten Zeit und mit der rechten Ton von deiner Stimme. Vielmal, vielleicht wie Männer, ich soll sagen, vielleicht ich denke, ich gebe guter Rot, und aber ich tue das nicht mit der rechten Ton, nicht mit der rechten Ton von meiner Stimme. Und ich kann auch guter Rot sein, und wenn ich weiß, ich habe das manchmal getan, und wenn ich meine Frau Rot gebe, und wenn es nicht der rechte Ton ist, dann schafft es nicht, right? Und
So, die tun das sehr, sehr, sehr wichtig, right? Dat man rechte Anstellung down en aber das perfect counsel, wenn wir das zu der rechte Wort, zu der rechte Zeit en der rechte State kommen down. En dat meint nicht, dass wir nicht streng können sein, wenn wir Rot geben down, because Jesus, der ist auch manchmal streng mit uns. Er sagt auch manchmal nee, oder er sagt ja, oder go, oder do nicht. Und manchmal ist es streng, was er ist. Und das ist nicht was schlimm ist, wenn er auch streng ist zu uns, wenn er uns Rot geben wird. Ich glaube manchmal, wenn ich kijk naar mijn leven, en ook raam ons manchmal, dann gaan we nicht naar Jesus verrot, wenn wir haben Angst für die Conviction, was wir wollen kriegen, für die Wahrheit, was wir wollen kriegen. Wir denken uns also, dass wenn ich naar Rot gehe, Frau, dann was ich mir sagt, ich soll dort tun, das kriegen, was ich nicht will, dann denke ich auch nicht nach Frauen. Und da wird Überzeugung sein. Und so, wenn dort ist, dann würde ich Rot, dann go es. Go Frau nach Rot und lüge nicht, was du dich hast festgerannt. Ich lese, dass eine steht, keiner wird niemals naar Jesus gaan verrood vergeefs. En al veel meer niet dat irgendwer wordt brücke teruggaan en vergeving vragen, wanneer hij Jesus naar rood gevraagd. En vielleicht haben wir das manchmal beleefd, wenn wir somebody else fragen, vielleicht uns Partner oder was immer. En dat is niet de rechte decision geweest. En dan moeten we vielleicht teruggaan dingen even reinmerken. Dat Gute denk ich, wenn wir Jesus naar rood vragen, dann brauchen wir nicht teruggaan en vergeving vragen. So ich dachte, das wäre interessant. Das nächste, was wir checken, ist Mighty God. Der mächtige Gott. Das ist sein Charakter. Das ist, wer er ist. Und ich glaube, das erste, was wir an denken, was ich an denke, wenn ich denke an mächtiger Gott, dann denke ich an einen sehr starker Gott. Und er ist mächtig, er ist allmächtig. Er mögt die Welt, er mögt die ganze Sternenwelt und er tut alles mit seinen Stimmen, mit seinen Odem. Und er pust Odem in uns nehmen. Und so Gott ist allmächtig. Der Unterschied zwischen stark und mächtig, das ist ein bisschen stark ist, das Mann, das mir und Jakey und Jason und mein Freund Wilmer und so eine Jungs. Okay, some von ihnen kriegen das nicht. Die Jungs, die haben so eine dicke Arme, dass ich Bein habe. So, das ist stark. Aber Gott, der ist mächtig, Gott, der ist allmächtig. Und allmächtig, hier steht so mighty, dort meint ohne eine Kraft haben. Ohne eine Kraft haben. So Jesus hat ohne eine Kraft. Und so Jesus dort haben. Dort ist sein Charakter, dort ist wer er ist. Wir lesen Psalm 29, Vers 3. Dort haben wir ein bisschen sein, was für eine Kraft er hat mit seiner Stimme. Psalm 29, Vers 3. Den Herrn seine Stimme ist über alle Wutter, der herrliche Gott rummelt, der Herr über die ganze große Wutter. Den Herrn seine Stimme jet mit Macht, den Herrn seine Stimme jet herrlich. Den Herrn seine Stimme verbreitet die Seite, der Herr verbreitet die Seite von Libanon in Stärke. Hier ist jetzt so, David, der hat diesen Psalm geschrieben. Und Libanon, das ist ein Wald, wo sehr große Bäume sind. Große, nicht Reister, aber Cedar. Ciderbäume. Diese Bäume, die waren König Salomon, der ging nach diesem Wald und holt sich dort die Bäume raus, um den Tempel zu nennen. Das sei dieret halt, das sei starket halt. Und so, das von wo das halt ging cool. Und David, der sagt hier, der große Cider, der braucht zwei mit seinen Stämmen, der braucht einen Bieter. Er merkt den Libanon springen so aus ein junger Kalf und Hermann aus ein jungen Willenball. Das Hermann hier, das ist der Boy Hermann in Israel. So ein großer Boy, er kickt das gestern ein bisschen ab, das sei viel Schnee auf den Boy. So ein großer Boy. Und David, der kickt nach dem Boy, so ein groß, und er sagt, Jesus, der kommt mit seinen Stämmen, den Berg merken wieder hupsen. Und so, er kann Mountains moven. Den Herrn seine Stamm strahlt vier Flammen, den Herrn seine Stamm schattert die Wildernis. Und dann, wenn wir wieder raufgehen in Vers 11, da ist dazu, da sagt er, der Herr
die wordt zijn volk kracht geven. De Heer, die wordt zijn volk met vrede zegenen. I don't know wat du in die leven vandaag begint en wat die allmählich zet. Vielleicht hast du something wat die bis allmählich zet. En denk dus aan wat we van Jezus hebben. Jezus, die staat, krijgt bezig en Jezus, die kijkt naar hetzelfde. Je denkt, wat du das? En hij zegt, dat hij is almachtig, hij is machtig. Hij wordt ons kracht geven, hij wordt ons zijn. En derg avond hebben we alle dingen gedaan. Hij zegt, wat immer du van nodig hast gekregen van dokter, wat die vielleicht impossible zit, die arbeid, vielleicht, wat immer dat is in die leven. Jezus die zegt, dat hij is machtig, dat is wie hij is, en hij is ganz dicht bij ons, en hij wil ons helpen, hij wil ons ook kracht geven. Next, we kijken naar everlasting Father. Ivia Fura. Ivia Fura. Wanneer ik terugkijk, ik heb veel gedacht dat Ivia Fura, dat mijn plus een zeer lange tijd. En automatisch in mijn mind had ik lange tijd zo dat ik dacht, God, dat we een zeer oude mens. Because hij wilde zeer, dat van werden zo lang weer. En dat is niet wat het hier is dat zo meint. Hier is dat zo everlasting Father, Ivia Fura, dat heeft een andere bediening gestaan. Dat is ook zijn karakter. Maar hier redt dat van de oorzaak van zijn kom. De oorzaak van het kom dat hij naar de wereld kwam. En dat wird ons te raden. We zongen dat hier eerst in de worship en de leider. Hij kwam uit live en hij kwam ons te raden. Dat is wat een voerder deed. Dat is wat een Ivia voerder deed. En ja, hij is er allemaal geweest. Hij is er nu. Hij wordt allemaal zijn. Maar hij is eeuwig de tijd. Hij wordt meer als de tijd wat hij doet. En heeft niet meer tijd te doen. Hij is verewigd als hij een voerder te zijn kinderen. Dus redt hier ook niet van de drie-einigheid, van wo God en de Jezus en de Heilige Jezus, dat heeft niet met dat te doen, dat is niet de staat in de drie-einigheid, maar dat heeft bis te doen met hij ons voerder is. En hij is een goede voerder. Krijgt ze goed, is een voerder te zijn mens, als hij gentle, als hij naad, hij is lieftolig, hij heeft wat raam en hij is medliedig. En ik geloof, vielleicht zijn er some van ons, we kunnen niet naar ons dad kijken en zeggen, wel, want dat is wat een dad is, en we kunnen meest niet Jezus goed zijn en dat really verstaan wat een voerder really is, because we zeggen vielleicht, mijn dad heeft mij verloren, oder hij heeft mij abused, oder hij is niet fan van mij, en nu kunnen we dat vielleicht niet zo goed verstaan, wer Jezus werkelijk is te ons. Ik zei, dat maakt geen sens, ons voerder hier en ons himmlische voerder die te vergelijken. We hebben die niet verzieken te vergelijken, because bloos Jezus is perfect. En God is ook niet allemaal dat hij bloos dal is. Dus we in het Oude Testament lezen veel van zijn anger, of hoe hij dal is. En hij is niet allemaal dal. Hij is daar rijdt om ons te helpen, ons kracht te geven en ons te vergeven, ons te goed te houden. Ik kan nog een vers hier in Zephaniah. Zephaniah, dat is meest ganz het laatste boek hier in het Oude Testament. Zephaniah 3, vers 17. Wils de Heer, jun God, is bij jun. Hij is sterk en hij kan raden. Hij wordt zich over jun vrij en vrouw zijn. In zijn lijf wordt hij jun vergeven en hij wordt zich luid over jun vrij zo als aan een vrijdendag. En dat is wat hij deed. Hij is een dad. Hij vrijt zich met ons en hij is bezig ons en hij is ons goed. Ik heb al veel geleerd van dan wat ik een dad zie van Jezus. Ik heb veel kunnen van hem leren en waar ik really kan een dad zijn. En ga ik lang terug hier, dan kwam Jordan, mijn zoon, hij is 8 jaar oud, en hij kwam naar mij daarna en hij zei hij had een slechte droom gehad. En ik geef mijn dag bis aan en hij kwam bezig me, ik dacht hem toe. En hij is ganz dicht bij mij en ik vraag wat is hem, hij vertelt me met zijn droom. En ik zei bis hem, wat ganz oké zijn. It's okay. It's okay. En dat duurt niet lang. Dan slaapt hij weer terug aan. Ik kon hem terug naar zijn badbril. En ik dacht dan, krijg zo als God en als Jezus te ons. Wanneer we der zware tijd gaan, hij is immer daar. Hij is de eeuwige voerder. Hij is daar voor ons en we breken niet zo denken, wanneer ik daar gaan ga, wat hij er zijn of wat hij er niet zijn. Ik dacht aan,
mijn zin, die braucht nicht überdenken. Wat er da sein oder nicht. Hij steht so half im Schlup ab und kommt in der deur en gebollert, because hij weet, ik word er zijn. Hij verlaat zich op, hij weet, ik word er dort zu sein. En so staat zich her, wie ons hat verloren, dat Jezus wordt er zijn. Wanneer we der schwere tijd gaan, Jezus is daar voor ons. Hij is daar voor ons, hij wordt immer daar zijn voor ons. En hij is ons vader, hij is ons dad. En we zijn hier, en wo hij kan Cederbeim afbreken, wo veel kracht hij heeft. En jetzt, wenn wir Fehler merken, wie sehen, wie im Trouble sind, hat er nicht bis mit seinem Odem einmal pusten und selber dort. Wenn dann würden wir hier alle nicht sein, dann würden wir alle wach sein, würden uns alle wach gepust. Er ist ein Dad und er kommt nach uns, er führt uns an, er sagt, ich sehe die Gott, ich vergebe die in meinem Leben, ich vergebe die und hält uns zu Gott und wir können am Haus uns Dad, als uns Vater. Er ist uns ewiger Vater. Und so, das sehr viel wert, daran zu denken, an die Zeit. Den letzten Punkt hier. Er ist uns Prince of Peace. Er ist der Friedensprinz. Von der ersten Tag, Fried, das wird noch ein klein bisschen anders gebraucht, das was das wirklich meint. Aber Jesus wird sehr, sehr wichtig, den Fried. Und Lukas 14, Vers 27, da sagt er, den Fried, den war ich hier. Er redet mit seinen Jüngern und er wird wach, reitet ihm hier wach down. Und er hat noch some Dinge übergehen mit seinen Jüngern, was das wird sein. Und er wird verloren, und der Heilige Geist explained das. Und er sagt, den Fried, den war ich hier mitgehen. Fried will er uns hier dazu geben, dass wir Fried haben. Fried und was viel gebraucht, Shalom. Shalom ist in Hebräisch. Und aber von der ersten Tag, wenn er redet von Fried, dann redet es von dass der Groß nicht wird Krieg sein, oder dass das Groß so viel, dass der Groß mit dem Trouble sein, dann würde es sagen, das Peace. Peace, oder Shalom, der Fried, das viel tiefer ist dort, das meint viel mehr und viel wieder ist dort, es bis Groß nicht im Krieg sein. Shalom, das meint Contentment, oder Zufriedenheit und Tranquility, Ruhe, das bis, der kann uns verheben und das Tranquility. Und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass viele Menschen haben nicht genug Tranquility. Und vielleicht besonders über die Weihnachtszeit, aber in general weiß ich das, because wir reisen tausende Meilen irgendwo wegfahren in einer Area, wo nicht was Cellphone sind und da wird nicht Phone sein und da wird nicht Computers sein und so Dinge, because wir haben ein bisschen so an uns Kopf denken und dann wird einmal Frieden sein, dann wird da Tranquility sein. Und so, das ist nicht der einzige Stadt, wo wir dort können fangen. Ich sehe nicht für jeden Vacation vor, wie da mal ein paar Jahre trägt auf Vacation vor. Unsere Familie, wir about 2 Wochen weg. Eine Woche, wir waren am Water am Cruise Ship und wir haben unsere Phones, wo am Safe nennen, da wenig Service und das ging bis grülich sehr schein. Ich sehe das sehr fair. Aber wenn wir nicht also denken, wenn ich dort so wohin fahre, dann wo ich Frieden habe und dann wo ich mir das Schein gehen und dann wo ich Ruhe kriege, because Jesus hat niemals geplant, dass der Frieden soll eine Destination sein, das soll eine Stadt sein. Er hat das geplant, er schickt ihn sehen und er hat geplant, dass wir sollen in den Frieden leben. Wo wir sind, tschüss, krieg wo wir sind und wo immer wir sind, wo immer wir sind, auf Vacation, wo immer das ist, dass wir da wo den Frieden haben. Und dass wir nicht brücken wegfahren, zu denken, da wo ich mal Tranquility habe. Und so, wir sind erschaffen, dass wir sollen in Frieden leben. Jesus will haben, wir sollen in Frieden sein. Er will haben, wir sollen in Frieden sein, tschüss im Haus. Er will haben, wir sollen Frieden haben bei unserer Arbeit, mit unseren Nachbarn, mit unserer Familie. Das ist, was sein Wille ist. Und nicht, dass wir brücken weit weg fahren, because Jesus sagt, dass er ist der Prince of Peace. Das ist, wer er ist, und er ist ganz dicht an bei uns, und er kann uns den Frieden geben. Peace, der Frieden, der ist nicht abhängig von den Umständen, die darum uns sind. Vielmal denken wir, vielleicht so, wenn darum uns alle so drahlich dahergeht und Leute und verschiedene Dinge gehen, all, und das, wo das wichtig ist, dass wir danach Frieden haben. So Frieden ist nicht, was uns geht, aber was in uns Hart ist, und Jesus will uns das geben, because er ist der Prince of Peace. Besonders nur über Weihnachten, wenn ich ein bisschen rumkicke, und das ist eine drake Zeit, und das jetzt scheint, ich sehe, ihr soll das jetzt so erscheinen, über die Weihnachtszeit, uns hier das scheint,
En aber für viele Menschen ist die Weihnachtszeit nicht viel, was mehr ist, wo wir vielleicht um Town fahren und mit den Kindern top bei Netlus auf der Schaut zaten und eine List geben. Und das ist about so wie das Weihnachten riecht. Und Jesus sein Plan, der wir ganz was anderes. Nicht, dass wir bloß einmal das Jahr sein, dass wir noch am checken und noch das Weihnachtsgeschichte checken, und aber dass wir durch die ganze Zeit durch das leben, dass wir nicht bloß einmal das Jahr da noch checken. Gott, der ist nicht, Jesus ist nicht bloß hier für uns einmal in ein Season, einmal das Jahr, aber er ist hier alle Zeit für uns und er will mit uns gehen, er will mit uns gehen durch uns Leben, er will besiegt uns gehen, er ist Krieg besiegt uns. So, wer wirst du haben, dass Jesus soll sein für dich? Nu haben wir hier noch 4 Dinge gecheckt. Und was wirst du haben, was soll Jesus sein für dich? Was fehlt dir, dass er ist für dich? Because er sagt, dass er ist uns Vater, er ist der Prince of Peace, er ist der Ratgeber, er ist der Macher Gott. Wem fehlt dir, dass er ist für dich? Ich weiß nicht, was dir fehlt, aber er ist bereit für dich. Nicht bloß diese Weihnachtszeit, aber durch die ganze Zeit, durch dein Leben, er steht bei dir, er hat eine Freude über dich und er will dein Vater sein. Gut, bis Frau, dass ihr abstehen, will zu beten, aber ich will bis ein klein bisschen denken, wenn jemand rot fehlt von der Samarias, wohin würden wir nicht nach Jesus gehen? Jesus ist der wunderbare Rotgeber, er kann jemand Rot geben. Wenn die von der Samarias, wenn die irgendwelche Dinge sehr impossible sind, die sind so das bis allmählich, ich sehe jene Wand, weiß nicht, wo ich hier wieder soll, wo soll ich wieder mit das? Jesus ist da und sagt, er ist der Macher Gott, er kann dich helfen, er ist allmächtig, nichts ist allmählich für ihn. I don't know, what you facing, aber Jesus ist da für dich und er guckt nach dich. Vielleicht sagst du von der Samaris, ich sehe allein, ich sehe lonely, und besonders über das Weihnachtszeit vielleicht something passiert in Jahr trägt und du bist allein und die fehlt es an der. Jesus ist da. Jesus ist da und er sagt, ich sehe die Eier vor. Er ist die Gott und er will die bis antworten und sagt, ich sehe da, ich sehe hier. Er ist in der. Vielleicht bist du bloß nicht scharf, du bist unhappy, bist miserable, du hast aller Schlag, hast schwere Dinge in deinem Leben, bist unruhig und weil es bloß nicht klar geworden wird, von hier ist es wieder gehen. Jesus sagt, er ist der Prince of Peace, er ist der Friedensprinz und er kann dir den Frieden geben von der Samaris. Er kann dir den von der geben, er kann den Tiet über dir geben, er ist der Prinz, er hat den Frieden und er will dir den geben, er sein Verlangen ist, dass jeder einer von ihnen, jeder einer, was hier ist, dass die in den Frieden leben. Und dass jetzt so scheint im Frieden leben, right? Mir hat das scheint. Das jetzt bloß nicht scheint, wenn es in Gestreit ist und so eine Dinge, wenn er einen Frieden hat. Jesus will die Frieden geben. Jesus will die Frieden geben. Ich wünsche dir eine gute Weihnachtszeit, über das Weihnachtszeit. Denk daran, was Jesus sein Charakter ist, wer er ist. Das ist sein Charakter. Das ist, wer er ist. Und das ist, wer er ist für dich. Das ist, wer er ist für dich. Nehmt das an. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir loben dich und wir danken dir, Jesus, dass du so gut bist zu uns. Wir danken dir, dass wir können diese Weihnachtszeit celebraten und wir können dir bis checken, was hat passiert, die ganze Geburt. Und wir können deine Hand in das und wir können dort feilen, wir können dort sein, dass du kommst, um uns zu raten. Du kommst, um uns zu halten, du wirst uns Vater sein, du wirst uns raten. Dankeschön für das, Jesus. Und ich freue mich, Gott, dass du warst hier von der Samaris, wem immer dort an Rot fehlt, wer an eng ist, dass du einfach in Rot wiesen. Merksam der ob, merk hart ob, merk ihr ob, wie es ein Freund, wo sie keine Hand gehen, was irgendwas gauder Rot geben. Helfen, dass sie nach die kommen, Jesus, und sie nach die drei für den Rot. Du bist der wunderbare Rot, du hast uns immer gauder Rot. Dankeschön für das, Jesus. Vielleicht hast du von der, was du nicht schafflich hast und Dinge impossible sind und weiß nicht, wo wir von hier wieder wollen. Ich bete, Gott, dass du warst den Anschieren von der Samaris und er den Rot wiesen durch dich und bis an deine Leib, weil du bist ein Vater und du bist ein Gott. Dankeschön, Jesus, für was du hast getan. Dankeschön, Jesus, dass du kommst und du kommst zum Frieden bringen.
Du kommst zum Frieden bringen. Help uns, Jesus, dass wir diesen Frieden können annehmen, dass wir können in den Hort haben, dass wir können dabei leben, dass wir können Frieden sein mit unserer Familie, mit wem immer wir taub sind und besonders wie selbst wir den Frieden haben, ich kann eben wieder reden. Dankeschön, Jesus, für das. Dankeschön. Wir loben dich und danken dir, wie weit Jesus, dass du warst. Ein Tag trägst du, ein Tag kommst du trägst nicht aus dem Baby, dann kommst du trägst uns hier vorzuholen. Und wie kicken Pferde weich, wir loben dich und danken dir dafür. Und ja, uns bloß Victory durch diese Weihnachtszeit, dass wir eine schöne Zeit sind, wo wir die celebraten und dass wir unsere Uhr holen an die. Und der Leib kann wieder reden an meine Menschen, was das neidig fehlt, was die noch nicht kennen oder was die traurig sind. Help uns, dass wir von dir lernen, dass wir gute Ratgeber sein. Dankeschön, Jesus, dieser Gott bist uns. Wir loben dich und danken dich und geben dir alle Ehre. In Jesu Namen.